Aus dem Seeland raus, aus Biel raus, kann man also fast die ganze Welt, zumindest mal die Schweiz erobern. Pegasus, listen to the music, bei dir ist 3. 9 Minuten, dann ist es 7:30. Der Barack Obama hat schon recht gehabt, als er da nach der Wiederwahl gesagt hat. We have fought our way back, and we know in our hearts that for the United States of America, the best is yet to come. Das Beste kommt erst noch, das stimmt, und das war ja Dienstagmorgen und der Freitag ist ja erst heute. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Die ganze Welt hat diese Woche auf Amerika geschaut. Gewählt wurde ist ja wie zu erwarten, wieder gewählt wurde der Obama. Auch Schweizer Prominente haben die Wahlnacht mitverfolgt. Ja, hallo zusammen. Wie gesagt, da ist der Baschi. Cool, der Obama, oder? Ich meine, wir sind Brothers. Ich habe ja auf dem Handy auch Wahlwiederholung. Danke, Baschi. Sehr ein beliebter Promi in den USA ist ja unser Roger Federer. So eine spannende US Open gesehen, oder? Der erste Satz an Obama, dann schafft der Romney ein Break, dann schafft der Obama das Tiebreak im Rebreak. Aber wo ich gesehen habe, dass die Republikaner brüllen, habe ich schon gemeint, sie haben gewonnen, oder? Weil ich gehe ja auch immer von mir aus und ich brülle auch immer, wenn ich gewonnen habe, verstehst du? Ja, aber tatsächlich und richtig enttäuscht gewesen nach der Wahl ist der Ex-Miss der Schweiz und Bergbauer, der Renzo Blumenthal, nicht wegen dem Resultat, sondern... Ich wollte auch abstimmen, aber bei mir ist nicht dran gestanden drin Obama oder Romney, sondern nur Tierseuchengesetz. Ist das nicht rassistisch gegenüber den Amerikanern? Ja. Noch einmal 4 Jahre Obama, das ist ja länger als es eine Menge Fußballtrainer bei einem Verein aushalten. Aber wem sage ich das? Trainer und Fußballexperte Hans-Peter Latour. Ja, die Afrikaner haben schon eine hohe Ausdauer und die Gielen können kämpfen, wenn es darauf ankommt. Der Spielervermittler, der den Obama besetzt, macht auch so ein dummy gutes Geschäft. Ja, fast ein bisschen junger gegangen in diesem Jubel von dieser Wiederwahl sind ja die kritischen Stimmen. Wir geben denen hier bei uns Raum und Sendezeit. Vor allem bürgerliche Politiker hätten sich ja einen konservativen Hardliner Romney an der Macht gewünscht. Der Nationalrat Christoph Mörgeli hat über Twitter die Wiederwahl spöttisch kommentiert. Die USA werden gegen europäischer, hat er geschrieben. Ist so schlimm, Herr Mörgeli? Ja, schauen Sie, in den USA wählen Sie einen schwarzen Präsident. In Wisconsin wählen Sie jetzt die erste lesbische Senatorin. In diversen US-Staaten wird Homo-Ehe legalisiert. In Colorado und Washington wird Cannabis legalisiert. In Frankreich dürfen Homopaare heiraten und Kinder adoptieren. Ich glaube, die Mayas haben sich um Monate verrechnet. Der Weltuntergang hat schon angefangen, verstehen Sie? Ja, aber solange die Welt noch nicht ganz untergegangen ist, machen wir hier im Radio noch ein bisschen weiter zu Kalb am Morgen. Auch nicht im Jubel für den Obama mitgesungen hat der Christoph Blocher. Oh, ich muss Ihnen sagen, Doriani, in Amerika wäre ich auch wieder gewählt worden. Ja, Bundesrat. Wir waren schliesslich auch immer reich, der Neger gsi, Schwarz Peter. Da gibt's ja noch, Moment. Da gibt's ja noch die Wahlen ja ganz grundsätzlich anzweifeln. Weltwochenchef Roger Köppel. Wahlen sind Fisch, Wahlen sind Beschiss, um was geht's? Die ganze Veranstaltung war ein grosser Fake gewesen. In den subventionierten Studios vom links unterwanderten Mainstream-Gutmenschen Hollywood sind die ganzen Wahlen gedreht, inszeniert und vor allem beschissen worden. Oder glauben Sie wirklich, dass der Stefan Klapproth in den USA war? Tatsache ist, der ist die ganze lange Wahlnacht in Zürich in einem Studio gesessen. Punkt. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Der Wochenwahnsinn zum Nachschauen hören online DRS3.